Gutmëttech Levi interesséiert am Thema Leadership op dats YouTube-Kanal vum Bildungs- an Edukationsminister. Dëst eng kleng Intro am Vongol zu engem Viertrag, déi vum Professor Dr. Michael Schratz am März 2021 stattfand huet zum Thema Shared Leadership. Ein Thema, wat denkennech an de Schulen immer méi Aktualitéit krit. Aus zwei Ursachen für allem. Ich denke, dass heutzutage ganz schwierig ist, eine Entscheidung ganz lang zu treffen. Durch die Komplexität vom Alltag ist einfach verlangt und eben auch wichtig und sinnvoll, unterschiedliche Perspektiven und den Entscheidungsprozess mal daran zu holen. Und in dem Sinn eben auch so als Verantwortliche von einer Schule, an einer Schule, die Leadership zu delen, am Anfang auch dann Verantwortung zu delen, für zu guten Entscheidungen zu kommen. Ein weiterer Wolle ist den, dass am Anfang den Nebeneffekt von einem gedeelten Leadership dazu führt, dass die Leute sich mehr angebunden spüren, an dem sie noch mehr als Teil von einem großen Ganzen können erleben und an dem Sinn auch da dann den Shared Leadership, den gedeelten Leadership zu einem guten Beitrag kann feiern für die Schulgemeinschaft, an dem sie noch zu stärken. Ich mache es ganz kurz. Ich denke, dass du den Professor Dr. Michael Schratz als engem Viertrag viel mehr explizit und mehr deutlich kann machen, wo die großen Touren zum Thema Shared Leadership liegen. Er hat eine enorme Erfahrung, hat an Österreich während langen Jahren ein ganz Aberzahl, ein ganz großes Zahl von Schulleiter, Leute, die an der Schule Responsabilität drohen, ausgebildet, formiert. Und als eben noch als Präsident vom Jury vom Deutschen Schulpreis auch einen, den an dem Do fällt, auch den Do wolle ganz spezifisch auch bei den Schulen, die do rausragen, ganz klar am Blick hat. Und mit seiner Expertise denke ich, könnt ihr an dem Viertrag, den ihr gleich könnt gesehen, am Vongol Ehrenbagage dann noch erreichen. Viel Spaß beim Gucken von dem Viertrag, auf ihr all weiter Frohen zu dem Thema. Aber wenn ihr nach Ideen oder Gedanken habt, die der Welt dazu verdeven, verweisen wir euch gerne auf den Site development-scolaire.lu, wo ihr am Vongol dann weitere Informationen noch Kontaktdonnieren könnt finden, für an dem Thema drin zu bleiben. Viel Spaß beim Viertrag und merci. Ich beginne dieses Thema, wenn wir schon von Shared Leadership sprechen. Es ist ja der Begriff aus dem angloamerikanischen Raum übernommen. Da müssen wir uns einmal klar werden, was verstehen wir überhaupt gemeinsam oder gegenseitig unter Leadership. Und ich möchte drei von den Hunderten und Tausenden von Definitionen, drei exemplarisch mit Ihnen durchgehen. Die erste ist, Leadership is like beauty. It's hard to define, but you know it when you see it. Warren Bennis ist einer der führenden Leadership-Experten in den USA. Und hier wird schon deutlich, Leadership ist eigentlich schwer definierbar, sichtbar. Es ist sowas wie eine Haltung, die man irgendwo spürt, die das auch bewirkt. Ja, ist wie Schönheit, die schwer zu definieren ist. Aber wenn man sie sieht, dann weiß man, das ist sie, die Schönheit. Ja. Während des Krieges in Bosnien ist der kanadische Generalmajor Mackenzie hat die folgende Definition gegeben. Leadership is the art of getting people to do what they don't want to do and have them enjoy the experience. In einer Kriegssituation natürlich ist es sehr schwierig, Leadership so auszuführen, dass hier Motivation bei Soldatinnen und Soldaten da ist. Ja, das ist wohl eine, die wir für uns nicht in Anspruch nehmen. Aber die dritte scheint mir hier sehr passend, nämlich Peter Senge, einer der führenden Systementwickler aus den USA. Er hat Führung folgend bezeichnet: Leadership is the capacity of a human community to shape its future and specifically to sustain the significant processes of change required to do so. Also die Fähigkeit einer Gemeinschaft, die Zukunft entsprechend zu gestalten und die entsprechenden Prozesse aufrechtzuerhalten, damit sozusagen immer wieder dieser Entwicklungsprozess im Gang ist. Ja? Also wir müssen für uns selbst einmal klar sein, für Sie an der Schule, was für ein Verständnis von Führung bzw. Leadership haben wir. Auf das Thema Management gehen wir heute ja als, wie soll ich sagen, als Bruder oder Schwester von Leadership nicht ein, da wir ja über Shared Leadership sprechen. Ja. Wenn wir Leadership in Aktion anschauen, möchte ich anhand von zwei
Ausprägungen von Leadership, aber in ganz anderen Domänen aufzeigen, weil es oft hilfreich ist, seine Gedanken einmal von der eigenen Berufssituation wegzubringen. Das erste, was Sie hier sehen, ist ein Orchester. Der Dirigent mit dem Rücken zu uns im schwarzen Sakko. Und hier sehen wir, alle haben ihre Noten vor sich, sind formiert in einer bestimmten Zusammensetzung und versuchen gemeinsam dieses Orchester entsprechend die Töne zum Klang zu bringen. Demgegenüber stelle ich aus der Preservation Hall in New Orleans, ich war selbst mal dort und habe die Vibration gespürt, bei so einer Jazzband zu sein, wo es nicht vorgefertigte Texte gibt, bei denen man schon weiß, was kommt jetzt eigentlich bei der Performance heraus, sondern es ist ein interessantes Geben und Nehmen, ineinander wechseln. Ja? Das wäre eine sehr starke Ausprägung von Shared Leadership, denn hier wissen wir im Vorhinein noch nicht, was wirklich tatsächlich herauskommt. Andererseits, wenn wir an das Orchester schauen, wir haben ja in der Schule auch Vorgaben, Lehrpläne und Ähnliches, was wir gemeinsam an der Schule umsetzen sollen. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich als Dirigent jetzt sozusagen nur aus einer Machtposition hier die beste Musik herausbekomme. Und Niklas Harnoncourt, ein österreichischer Dirigent, der vor 5 Jahren gestorben ist, den ich selber sehr schätze, der sagt, ich muss die Kreativität von jedem einzelnen Musiker haben, auch dort, wo er von meiner Meinung abweicht. Ich habe 80 oder 100 Musiker vor mir und jeder hat eine eigene Auffassung. Ich muss das kanalisieren und in eine Richtung bringen, aber aufzwingen im diktatorischen Sinn hat überhaupt keinen Sinn. Ja? Und wenn man Harnoncourt zuschaut, dann merkt man, er nutzt seinen ganzen Körper und alles, was möglich ist, um sozusagen dieses Orchester zum Klingen zu bringen. Und das ist das, was Herbert von Karajan, ein anderer österreichischer Dirigent, gesagt hat. Orchester haben keinen eigenen Klang. Den macht der Dirigent. Ja. Jetzt können Sie analog zur Schule denken. Schulen haben eigentlich keinen eigenen Klang, keine Kultur. Den macht die Schulleitung. Ja. Die Frage ist, kann sie das allein? Und das ist normalerweise die formale Struktur. Wir haben hier rot die Schulleitungsperson. An größeren Schulen gibt es natürlich auch immer eine Stellvertretung, sei das zur administrativen Unterstützung oder sonstigen. Und wenn man sich das dann anschaut, dann gibt es, das ist ein Beispiel einer Schule in Niedersachsen, eine Auflistung der Tätigkeitsbereiche, die beispielsweise jetzt links den Schulleiter und rechts in diesem Fall die Stellvertreterin der Schulleitung aufgeben. Ja. Das heißt aber auch noch nicht, dass hier einfach managementmäßig diese einzelnen Punkte abgearbeitet werden, sondern hier ist es jetzt sehr wichtig, welche Dynamika gibt sich in den Schulen. Und ich habe vorher, Marc hat das erwähnt, ich bin privilegiert, bei dem Deutschen Schulpreis immer diese erfolgreichen Schulen besichtigen zu können, die alle unter denselben Bedingungen arbeiten und auch in ein solches System eingebaut sind, wie wir es hier sehen, aber unglaublich unterschiedliche Ergebnisse vorbringen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir heute über das Thema Leadership und speziell dann Shared Leadership sprechen. Ich komme nochmals zu meinem Lieblingsdirigenten Niklas Harnoncourt zurück und das ist ein Zitat von ihm aus einem Buch, wo sehr viele Sprüche von ihm gesammelt sind. Ich würde Ihnen gern, aber aus Zeitgründen ist das nicht möglich, einen Ausschnitt aus einer Probe geben, wie er mit dem Orchester, mit den Sängern arbeitet, ja, und wie er dann solche Sprüche immer wieder einbringt. Die Unmöglichkeiten sind die schönsten Möglichkeiten. Ja. Wer natürlich mit so einer Leadership-Haltung in sein System geht, hat natürlich ganz andere Visionen oder Perspektiven als jemand, der nur reingeht und sagt, so, ich muss jetzt diese Noten abarbeiten oder im Schulbereich schauen, dass die Lehrpläne umgesetzt werden.
Ein Beispiel, das ich von ihm gehört habe: Die Schönheit liegt am Rande des Scheiterns. Das heißt, immer zu versuchen, dorthin zu gehen, wo überhaupt das Denkmögliche noch möglich ist. Und das auch gemeinsam mit dem Kollegium. Knapp vor der Perfektion ist es am wunderschönsten, sagt er an einer Stelle. Und die Autorin des Buches links, Sabine Gruber, hat hier, und das ist ein Zitat daraus, geschrieben: Nikolaus Harnoncourt achtet den grundsätzlichen Wert des anderen, weil er selbst in hohem Maß jene unzeitgemäße Eigenschaft besitzt, die in Verlust, ja in Vergessenheit zu geraten scheint. Sie ist sein Gegenprinzip zur Macht. Sie heißt Würde. Würde basiert auf dem Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit. Und nur dieses Bewusstsein kann Fehlbarkeit beim anderen ebenso sehr voraussetzen wie akzeptieren. Ja. Das, denke ich, ist gerade für Shared Leadership und Arbeit mit Kollegien ein wichtiger Punkt, die Möglichkeit des Fehlermachens auch als ein konstitutives Element der gemeinsamen Arbeit zu sehen. Und wenn wir jetzt diese ganzen Corona-Erfahrungen anschauen, würden wir inklusive der Wissenschaft nicht weiterkommen, wenn wir nicht immer Fehleinschätzungen machen und daraus lernen. Ein weiteres Zitat von Harnoncourt: Sie haben das vielleicht am Foto gesehen. Die meisten Dirigenten nutzen einen Stab. Ich brauche keinen Stab, sagt er. Wozu ein Statussymbol eines Dirigenten? Das geht so auch. Und dann noch einen Satz, den ich herausgenommen habe, der mir immer auch sehr gut vorkommt, weil ich von Schulleitern oft höre: Ja, mit diesen Lehrern ist es einfach schwierig, wenn ich und so weiter. Und er sagt: Wissen Sie, wenn die Besetzung einmal feststeht, dann sind das für mich die besten Sänger der Welt. Und es ist wunderschön zu sehen, die da sind, mit denen er arbeitet, das ist sozusagen das Dream Team, das die Zukunft gestaltet. Stichwort Team: An vielen Schulen gibt es Teams. Jetzt ist es die Frage, was bewirken diese Teams? Arbeiten sie sozusagen nur bestimmte Vorgaben ab? Ich habe dazu in einem Jahresheft des Friedrich Verlags zum Thema Team einen sehr kritischen Beitrag geschrieben: Teamarbeit, ein Mythos wird entzaubert, da bestimmte für mich wichtige Kriterien eines Teams vielfach einfach nicht berücksichtigt werden, das heute für mich jetzt auch sehr stark Thema mit Leadership ist. Denn wenn Team heißt, toll, dass einer alles macht, ist das wohl nicht das, was die Grundidee ist. Da müsste es schon eher in das gehen, was im Englischen Team Together Everybody Achieves More bedeuten würde. Ja. Aber dahinter liegt natürlich noch viel mehr. Und das möchte ich jetzt anhand meiner zweiten Referenzgruppe, nämlich der Jazzband, einbringen, die ich vorher schon vorgestellt habe. Und hier geht es darum, dass jeder dieser teilnehmenden Jazz die Verantwortung für das Gesamtprodukt übernimmt, von dem wir noch gar nicht wissen oder Sie nicht wissen, was herauskommt. Ja. Was ist sozusagen die Antwort auf das, was ich von jemandem übernehme? Und dahinter steckt das Wort verantworten. Jeder verantwortet das Ganze mit. Im Englischen klingt das noch überzeugender. Responsibility is the ability to respond. Und das ist eine Grundvoraussetzung für ein Shared Leadership, um sozusagen dort einzusetzen, wo es darum geht, Resonanz auszuüben, Resonanz zu spüren. Ein bekannter deutscher Soziologe, Hartmut Rosa, hat eine Theorie der Resonanz geschrieben und er sagt, Resonanzen aufzubauen ist zeitintensiv. Ich muss mich auf eine Sache einlassen, damit sie eine verwandelnde Kraft erzeugt. Wir sehnen uns nach Resonanzbeziehungen, einem Verhältnis zur Welt im Sinne einer Antwortbeziehung, wo uns Dinge berühren. Und natürlich für die Situation im Shared Leadership, wo uns auch der andere, die andere entsprechend berührt. Das ist das, was die Grundvoraussetzung für Resonanz ist, wie sie beispielsweise eben in einer Jazzband vorhanden ist.
Ich möchte jetzt noch eine Anleihe bei Belbin, einem der bekanntesten Teamforscher, machen, der gesagt hat, es gibt ganz unterschiedliche Rollen in der Zusammenarbeit. Ich habe hier aus seiner Sammlung herausgenommen: Teamarbeiterin, Mitspielerin, Koordinatorin, Integratorin, Wegbereicher, Weichensteller, Beobachterin, Spezialistin, Erfinder, Neuerin, Umsetzerin, Perfektionistin, Macherin, und hat hier 3 Gruppen herausgearbeitet: die Rollen, die eher kommunikationsorientiert sind, die Rollen, die eher wissensorientiert sind, und 3 Rollen, die eher handlungsorientiert sind. Mir geht es jetzt nicht, dass wir jetzt diese Rollen ausfüllen, sondern wir können wahrscheinlich noch viel mehr dieser Möglichkeiten und Kompetenzen einbringen. Wichtig ist, und das möchte ich kurz in dieser Übersicht darstellen, diese Matrix zeigt diese Rollen links noch einmal, und dann in der zweiten Spalte zeigt sich, was bewirken diese einzelnen Rollen. Der eine bringt neue Ideen ein, der die nächste fördert Entscheidungsprozesse. Dann gibt es jemanden, die hat Mut, Hindernisse zu überwinden, Vorschläge auf Machbarkeit übertreffen und so weiter und so fort. Dann haben diese Personen natürlich ein Charakteristika im Hinblick auf bestimmte Fähigkeiten, allerdings auch Schwächen, die aber dann gesehen und zugelassen werden müssen. Denn wenn ich jemanden habe, der unorthodox denkt und oft Gedanken verloren ist, dann darf ich ihr oder ihm nicht ankreiden, dass sie dann wieder Gedanken verloren ist. Das ist Teil dieses Shared Leadership, um zu schauen, wo kann ich sozusagen diese Stärken nutzen. Und zwar, wie nutzen die einzelnen Akteure ihr Wissen und Können und steigern ihre Energie durch kontinuierliches, aufeinander bezogenes Handeln. Ich weiß nicht, ob Sie den Fröbelturm kennen. Das ist das Bild hier. Die Aufgabe ist, und ich mache das gern auch wiederum als metaphorische Übung, um Shared Leadership zu zeigen: Jeder bekommt in der Gruppe ganz am Ende ein Seil, und ganz in der Mitte sind einzelne Holzteile, die müssen zu einem Turm zusammengesetzt werden. Das funktioniert aber nur, wenn alle gemeinsam daran arbeiten. Und daraus leitet sich dann dieser Satz ab: Die schöpferische Kraft der Gestaltung von Schule, Unterricht lebt von Energie und Leidenschaft. Stichwort Energie. Bruch und Vogel, das sind 2 Forscherinnen und Forscher an der Universität St. Gallen. Die haben diese interessante Matrix aufgestellt. Sie haben einerseits die Intensität mit der Qualität in Zusammenhang gebracht und sagen, wenn es eine niedrige Intensität und negative Qualität ist, dann herrscht resignative Trägheit. Ja? Wenn eine Schule einmal in diese Trägheit gekommen ist, aus welchem Grund auch immer, ich kenne das aus Großbritannien, wo ich einmal ein Jahr war, dann wird die Schulleitung ausgewechselt oder überhaupt die Schule aufgelöst, weil es kaum mehr eine Möglichkeit gibt, hier aus diesem Quadranten herauszukommen. Dann gibt es Möglichkeiten, wo eine hohe Intensität vorhanden ist, aber eher viel Bewegung, viel Action, aber wenig Qualität damit verbunden. Ich gehe jetzt wieder zurück auf diesen Fröbelturm. Das merke ich, wenn alle irgendwie anfangen, ziehen, aber keine Systematik dahinter ist, dann kommt dieser Fröbelturm nie zustande, weil keine Synergie, keine Vergemeinschaftung stattfindet. Ja. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn die Qualität zwar hoch ist, aber wenig Intensität, man ruht sozusagen auf dem, was man ohnehin schon kann, dann tritt angenehme Trägheit auf. Das habe ich beim Fröbelturm erlebt, wenn man einen 2. oder 3. Durchgang macht. Wir haben es ja einmal geschafft, jetzt brauchen wir uns nicht mehr anstrengen, dann schaffen wir das beim 2. auch. Denkste, dann haben sie immer gestaunt, dass es nicht funktioniert. Und deswegen geht es darum, dass in einem gemeinsamen Arbeiten, in diesem Shared Leadership, wie dieses Mal sehen Sie hier den gesamten Fröbelturm, wie die im Kreis sitzen, jede dieser Personen ist dran und versucht, seinen oder ihren Teil einzubringen, damit tatsächlich diese Klötzchen, die Sie in der Mitte dort schon einen stehen sehen,
dann tatsächlich zu einem Turm werden. Und das ist für mich auch wieder eine symbolische Aktion, um zu zeigen, wie sind diese Fäden gesponnen jetzt, diese gedanklichen, in einem responsiven Geschehen. Denn das ist eine hochresonante Übung, die hier mit diesem Fröbelturm umgesetzt wird. Es hilft in der Schule, sich auszutauschen, wo bin ich gut, was kann ich gut, um sozusagen überhaupt sichtbar zu machen, in Analogie zu diesen Belbin-Rollen, was sind sozusagen meine Stärken, was kann ich für das Ganze beitragen. Das sollte auf jeden Fall die Schulleiterin oder der Schulleiter auch wissen und spüren, um sozusagen gut nutzbar machen zu können, die eigenen Interessen einzubringen. Was kann ich zum gemeinsamen Gelingen beitragen? Und was macht uns gemeinsam wirksamer im Sinne der Entwicklungsarbeit an unserer Schule? Und hier geht es nicht um die Summe dieser einzelnen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern vielmehr zur Synergie, zur Resonanz, wie das alles zusammenhängt. Ich gehe jetzt in meinem Vortrag weiter, und zwar geht es jetzt darum, wenn wir wirklich in diesem responsiven Geschehen sensibel sein wollen, zuhören, wie ich das gelesen habe, Resonanz zeigen. Dazu möchte ich von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, der ja das KZ überlebt hat, durch seine Einstellung ein Zitat bringen, das mir hier sehr wichtig erscheint. Ich gehe jetzt in meinem Vortrag weiter, und zwar geht es jetzt darum, wenn wir wirklich in diesem responsiven Geschehen sensibel sein wollen, zuhören, wie ich das gelesen habe, Resonanz zeigen. Dazu möchte ich von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, der ja das KZ überlebt hat, durch seine Einstellung ein Zitat bringen, das mir hier sehr wichtig erscheint. Also Frankl sagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Spielraum. Und wie wir diesen Spielraum nützen, liegt in unserer Macht. In unserer Handlung liegt unsere Entwicklung, unsere Freiheit. Und diejenigen, die dieses Zuhören eingegeben haben, das Zuhören ist ja etwas, wo ich zunächst einmal einen Reiz kriege und nicht gleich reagiere. Ich glaube, das ist ganz eine wertvolle Fähigkeit, und dann erst zu entscheiden, wie nützen wir diesen Spielraum. Natürlich sind es oft nur Bruchteile von Sekunden, die wir zur Verfügung haben, aber andererseits brauchen wir erstens das Bewusstsein, dass es diesen Raum gibt, und wie wir diesen Raum nutzen, ist dann der nächste Schritt, und das ist durchaus etwas, das liegt in unserer Handlungsfähigkeit. Ich nehme jetzt auch ein Modell aus der Führungstheorie, das auf sehr vereinfachte Weise versucht darzustellen, wie Aufgaben, Herausforderungen für Führung zu bewältigen sind. Es wird hier unterschieden zwischen 4 verschiedenen Anspruchskategorien. Eine einfache Herausforderung: Ich bin Schulleitung, in der Früh um 7 ruft mich die Frau Müller an und sagt, ich kann heute leider nicht in die Schule kommen, weil ich krank bin. Es muss jemand meine Unterrichtsstunden übernehmen. Ja? Da gibt es dann das Wahrnehmen des Problems aus der Führungssicht, dann einordnen, was heißt das jetzt für unsere Stundenplanung am ganzen Tag, und ich agiere dann, indem ich Klassen entweder zusammennehme oder eine Kollegin oder Kollegen beauftrage, diese Stunde zu übernehmen oder was. Da läuft sozusagen dieses Muster ab. Wenn etwas komplizierter ist, wird das schon schwieriger. Ich nehme das Beispiel, es ist ja überall schon seit Jahren, auch in Luxemburg, gefordert, dass die Schule digitalisiert wird, sich mehr mit diesen neuen Medien auseinandersetzt. Das lässt sich dann nicht so einfach lösen, dass ich einordne, was ich schon weiß, sondern da muss ich zunächst einmal wahrnehmen, was hängen da alles für Probleme zusammen.
Ich muss das genau analysieren, was für Programme, was für Plattformen gibt es, was ist für uns günstig, kriegt jedes Kind irgendein Endgerät oder, ja. Und da fängt schon an beim Komplizierten, das kann normalerweise nicht in einem Einzelleadership erfolgen, sondern hier braucht es unbedingt Shared Leadership. Also sobald wir nicht mehr einfache Herausforderungen haben. Ja. Dann geht es natürlich darum, wenn komplexe Herausforderungen anstehen. Das haben wir während der Pandemie und Sie wahrscheinlich auch erlebt. Sie haben es geschafft, das Ganze jetzt den Unterricht online zu stellen. Aber plötzlich merken Sie, Schüler sind verloren gegangen, Schülerinnen und Schüler. Ja. Da gibt es jetzt nicht einen einfachen Weg, mir Expertise einer Plattform oder was anzuschauen, sondern da muss ich jetzt sondieren, was steckt da überhaupt dahinter, muss dann wahrnehmen, was das Problem ist und dann agieren. Und was ich jetzt bei diesen Siegerschulen des Deutschen Schulpreises oder überhaupt bei diesen Bewerbungen gesehen, unglaublich, was die Schulen bzw. Lehrkräfte unternommen haben, um Schülerinnen und Schüler, die einfach verloren gegangen sind, wieder irgendwo zu finden und sie dann wieder in das System zu bringen. Ganz herausfordernd wird's, das haben wir auch während der Pandemie, vor allem am Anfang gesehen. Da gibt es kein langes Sondieren, Wahrnehmen, sondern da heißt es nur handeln, unmittelbar. Gibt auch keine vorgegebenes Muster oder niemand, den ich fragen kann, muss dann wahrnehmen, was passiert und reagieren. Ich möchte ein Beispiel einer Schule zeigen, die im Shared Leadership zunächst hat die Schule geschrieben, das sehen Sie links oben, engagiertes Chaos. Hunderte von Mails von Schülern sind gekommen. Keiner hat gewusst, wie soll man jetzt da antworten. Und dann erst ging es im zweiten Schritt, um sozusagen wahrzunehmen, also es wurde zuerst gehandelt, wir müssen da einmal eine Struktur hineinbringen. Einerseits jemand, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzen und wir müssen eine Struktur in unser System hineinbringen. Ja? Also dieses Handeln unmittelbar, dann wahrnehmen, wie wir das umsetzen können. Und dann sind langsam an diesen zwei verschiedenen Strängen dann ganz beeindruckende Neuerungen entstanden, auch immer Rückmeldeschleifen mit Schülern, Eltern etc. Ja. Und sukzessive wurde auch, wie man rechtsum, aufgrund der Umfrage dann die Medienkompetenz verbessert etc. Ja. Hier ein Zitat dazu, dass der Umgang mit Ungewissheit ein neues Führungsverständnis braucht, das nicht regelgeleitet agiert, sondern den Mut erfordert, sich aus bisher gültigen oder hilfreichen Annahmen und Mustern zu befreien, um sich auf Unvertrautes einzulassen. Ja. Ich habe nicht umsonst deswegen auch Nikolaus Harnoncourt, der ja in einem sehr systematischen Orchesterkontext arbeitet, wo Noten immer bestimmen, was passiert. Aber wie er selber sagt, die Schönheit liegt an der Grenze des Machbaren. Ja. Und dass man immer kurz vor der Perfektion ist es am besten, sozusagen immer wieder diese Grenzerfahrung versucht einzufordern. Und dazu ist es eben wieder gut, im Shared Leadership verschiedene Positionen vertreten zu haben, dass jemand wieder den Mut hat, noch weiterzugehen, aber andere wieder da sind, die für eine Struktur schaffen, wie wir das links in der Grafik sehen. Ja. Es geht in diesem Sinne nicht so sehr nur Best Practice von dem, was wir immer gemacht haben, sondern eher in die Richtung von Next Practice, was ja mehr gefragt war denn je aufgrund dieser Erfahrungen. Die Politiker reden sehr gerne dafür, wann kommen wir wieder zurück in die Normalität. Ich persönlich hoffe, dass wir diese Jahrhundertchance nutzen. Ein solches wissenschaftliches Experiment wäre gar nie möglich gewesen, zu sagen, Schüler, bleibt einmal zu Hause und schaut, was passiert. Das wäre ethisch überhaupt nicht möglich. Aber wir hatten durch diese Situation genau das und sollten tatsächlich jetzt daraus entsprechend lernen, aus dieser daraus entstehenden Zukunft, diese Muster der Vergangenheit in eine entstehende Zukunft zu bringen
und nicht jetzt wieder die Zukunft an gestern oder an den alten Mustern auszurichten. Ja. Hier noch einmal das Ergebnis der Schule, die eine unglaublich starke Vernetzung gefunden hat, neue Regeln und Formate aufgestellt hat, die Digitalität in einen neuen Zusammenhang bringt, Fortbildungsaktivitäten gesetzt hat, die Infrastruktur verbessert und immer stärker zusammengewachsen ist, wie das ja nicht selten in einer Not passiert. Und hier passt der Spruch von Peter Senge, den ich eingangs schon erwähnt habe, dass eine lernende Schule ist eine Organisation, in der die Menschen kontinuierlich die Fähigkeit entfalten, ihre wahren Ziele zu verwirklichen, in denen neue Denkformen gefördert und gemeinsame Hoffnungen freigesetzt werden und in denen Menschen lernen, miteinander zu lernen. Das ist natürlich eine sehr visionäre, energieschaffende und benötigende Definition einer lernenden Schule, aber sie trägt genau das, was auch Harnoncourt immer in seinen Konzerten versucht. Ich habe jetzt eine kurze Passage aus einem Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe. Sorry, das sind wir schon zu weit. Ich muss noch einmal zurück. Und zwar schauen Sie, es geht um einen Text, wo es um die Gänse geht. Und Sie sehen oben auf dieser sich bewegenden Seite einige dieser Gänse. Und schauen Sie einmal genau hin, was mit diesen Gänsen passiert. Ich lese Ihnen diesen Text aus dem Buch vor. Sicher haben Sie, jetzt habe ich das Bild verloren. Ich kann jetzt leider mein Bild nicht sehen, muss neu entscheiden. Das ist technisch. Auf ihrem Flug Richtung Süden in einer V-Formation fliegen. Vielleicht interessiert es Sie, was die Wissenschaft herausgefunden hat, warum sie in dieser Formation fliegen. Jetzt kommt bei mir ein Kursivtext, das ist sozusagen immer der wissenschaftliche Text. Ich wechsle dann immer zwischen Kommentar und Zitat der Wissenschaft. Jeder Flügelschlag eines Vogels erleichtert den Flug des Vogels, der direkt hinter ihm fliegt. Durch die V-Formation erreicht der gesamte Vogelschwarm mindestens 71% mehr Reichweite, als wenn ein Vogel allein fliegen würde. Wieder Kommentar. Menschen, die Mitglied eines Teams sind und dieselbe Richtung eingeschlagen haben, kommen schneller und leichter an ihr Ziel, weil sie im gegenseitigen Vertrauen auf einem gemeinsamen Weg sind. Immer dann, wiederum Wissenschaft, wenn eine Gans die Formation verlässt, spürt sie plötzlich den Luftwiderstand und die Schwierigkeit, alleine weiterzukommen. Sie fliegt schnell in die Formation zurück, um in den Nutzen des gesamten Schwarms zu kommen. Wenn wir so viel Verstand wie eine Gans haben, werden wir unsere Informationen mit denen austauschen, die denselben Weg wie wir eingeschlagen haben. Wenn die Leitgans erschöpft ist, ordnet sie sich nach hinten ein und eine andere Gans übernimmt die Führung, wie Sie bei diesen Bewegungen momentan auch sehen. Es zahlt sich aus, Führungsaufgaben teilweise zu teilen und sehr aufzehrende Arbeiten abwechselnd zu erledigen. Die hinteren Gänse schreien, um dadurch die Leitgans anzuspornen, die Geschwindigkeit zu halten. Worte der Unterstützung und der Ermutigung geben denen, die an der Frontlinie stehen, Energie und helfen ihnen, auf den richtigen Weg zu bleiben, trotz alltäglichen Drucks und Erschöpfung. Letzter Kommentar. Wenn wir den Verstand einer Gans haben, werden wir in harten Zeiten zueinander stehen. Wenn Sie das nächste Mal Gänse in einer V-Formation sehen, denken Sie daran, es ist ein Privileg und eine Herausforderung, im Shared Leadership zum gemeinsamen Erfolg beitragen zu können. Diese kleine Geschichte zum Verstand der Gänse, ich habe das an einer Schule gemacht, die haben sich dann
in dieser Formation, dieser V-Formation aufgestellt, um sozusagen symbolisch darzustellen, dass sie versuchen, diese Ideen auch aufzugreifen. Ich versuche das natürlich jetzt eher in einen wissenschaftlichen Text zu bringen, aus dem analogen in den digitalen Bereich. Es geht um gemeinsame Führung, die das Kollegium unterstützt, geteilte Macht, Autorität und Verantwortung, breite Verteilung in Entscheidungsprozessen, die Anteilnahme und Verantwortung signalisiert. Im Englischen gibt es diese Begriffskombination Agency und Structure. Ich habe es hier aufgelöst in Beziehungen, Vertrauen, Respekt, Anerkennung, aber auch Feiern, Risikofreudigkeit, gemeinsames Bemühen. Das ist sozusagen Agens, das Treiben, das Handeln. Und die Strukturen, die Ressourcen wie Geld, Zeit, Material, Infrastruktur, Kommunikationssysteme. Und diese beiden, das ist die Grundidee von Giddens Theorie von Agency und Structure, bedingen immer einander. Deswegen sind sie hier zusammengefasst. Dann geht es um geteilte Werte und Visionen, überzeugt gelebte Werte und Normen, Fokus auf dem Lernen der Schülerinnen und Schüler, hohe Erwartungen, geteilte Vision leitet das Lehren und Lernen. Ja. Einiges von dem haben wir auch bei Hanonkur gesehen bzw. gehört. Das gemeinsame Lernen und Anwenden, der Austausch von Information, Erwerb von neuem Wissen, Fähigkeiten und Strategien, Zusammenarbeit in der Planung, Problemlösung und im Schaffen neuer Lerngelegenheiten. Und die geteilte persönliche Praxis, das ist auch sehr wichtig, diesen persönlichen Aspekt nicht zu kurz kommen zu lassen. Der gegenseitige Austausch der Fertigkeiten und die Ermutigung, wie wir das bei den Gänsen ja mitgekriegt haben, metaphorisch. Feedback zur Verbesserung des responsiven Geschehens und, wenn nötig, Coaching und Mentoring. Und dann können wir hoffen, dass das wirklich eine tragfähige Basis darstellt, um gemeinsam sich den Herausforderungen zu stellen. Und abschließend als Epilog habe ich hier einen Spruch, den ich an einer deutschen Schule in La Paz gesehen habe und gleich fotografiert. If Plan A didn't work, the alphabet has 24 more letters, stay cool. Also nicht aufgeben. Und der Beitrag, in dem ich das geschrieben habe, heißt, auf die Haltung kommt es an. Und wir brauchen irgendwie einen wertebasierten Kompass für schulisches Handeln. Und wer hier sich vertiefen möchte, wir haben gerade einen zweiten Band des Handbuchs des Deutschen Schulpreises Menschen machen Schule, mutig eigene Wege gehen, kann sich dort vertiefen.